Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig, frisch aus dem Urlaub zurück. Naja, eigentlich stimmt es so nicht. Wenn es ausgestrahlt wird, die Episode, dann ja, bin ich aus dem Urlaub zurück, aber ich nehme es noch vorher auf. Wir hängen jetzt Donnerstag, der 18. Und ich nehme noch 3 Episoden auf Vorrat auf, dass ich nicht unmittelbar noch im Drachefest wieder aufnehmen muss, weil ich merke dann, ich bin körperlich immer total am Arsch noch im DF, aber geistig tiefenentspannt und darauf kommt es ja an. Gerade wenn man Stress hat durch Masterarbeit und Pi, Pa und Po. Okay, ja genau, da hatten wir noch irgendwas mit Copeland. Und die Ada Tuka, die hat sich auch noch gemeldet. Schutz für die Schwachen. Und hier ist, glaube ich, eine Kopfgeldjagd. Genau, dann die ich nochmal sagen. Wir marschieren zu Copeland, machen diese Kopfgeldjagd für ihn. Und dann können wir nochmal gucken, dass wir ein bisschen was in Spike investieren, wenn wir hier nochmal ein bisschen Punkte und Cents und so weiter sammeln. Und ansonsten zum Drachefest, ihr liebe Leute, da ich noch nicht unterwegs war, kann ich euch noch nichts darüber sagen. Nächste Woche allerdings dürft ihr meine Erfahrungen mal wieder hören, wenn ich dann drüber erzählen soll. Gebt mal gerade in die Kommentare Bescheid, ob ihr unbedingt wollt, dass ich wieder darüber mal was kommentiere, oder ob ich eher die Gosch halten soll darüber. Lab interessiert ja keine Sau, wir wollen da Let's Plays gucken. Kann ja auch sein, dass die Leute so reagieren, ne? Zum Beispiel so wie die hier gerade, die Banditen abmurksen. Hey Mike, ja, ich habe sie gefunden und Oh, die werden Mike nicht noch? wiederkommen. Wird's irgendwie schlimmer? Die Herumtreiber und Drifter, die hier durchkommen, anwesende Drifter ausgenommen. Okay. Schon okay. Äh, Und ja, Mike, es wird schlimmer. Ich weiß nicht. Mike, ich glaube, es ist wie mit den Touristen aus Kalifornien, von denen du erzählt hast. Tja, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich auch lieber hier als da unten. Ja, stimmt wohl. Bis bald, Dick. Iron Mike Ende. Okay, also wie es aussieht, hat sich auch der Eisemichel nochmal gemeldet. Ach, der hat irgendeine Kopfgeldjagd für mich. Zusätzlich. Das heißt, jetzt kommen sie alle wieder arg schisse wie die. Kommen sie alle wieder arg schisse. Ach, Mann. Jeder will jetzt eine Sidequest für mich haben. Aber na gut, wir sehen, ach, wir haben nur 208 Cent. Das heißt, wir brauchen die Quest dringend. Und wir holen uns die Kopfgeldjagd-Quest ab. St. John, ich habe einen Job für dich. Ich höre. Such nach Ned Walker. Trägt einen roten Schal. Er und seine Leute standen neulich vor dem Tor. Wir ließen sie nicht rein. Er tötete eine der Wachen und verschwand. Hat ihn jemand verfolgt? Er verkriecht sich in einem Plünderercamp nördlich vom O'Leary Mountain. Okay. Du weißt, wo das ist. Nein, aber ich finde ihn schon. Okay, schwer zu übersehen. Machen Ned Walker aus, finde ich. Ich mag den amerikanischen Nachname Walker. Okay, Horse Lake, da könnten wir noch eine Schnellreise hier machen. Da können wir dort auch direkt auftanken. Mit 56% im Tank dürfte das noch ausreichen. Ja, da wäre zwar auch noch Benzin, aber bei den Nero-Dinger hat es normalerweise auch immer irgendein Ding, ne? Wo man sich nochmal auftanken kann. Also ich denke, das sollte eigentlich auch klappen. Und von dort aus haben wir es nicht so weit bis zu einem Plünderercamp, wo wir die Leute überrumpeln können. Ne, wie gesagt, ich mag eigentlich den Namen Walker und ich finde, Red Riley ging jetzt zwar auch ganz gut über die Lippe vom Namen her, aber Ned Walker finde ich klingt cool. Das klingt irgendwie auch noch so ein Wild-West-Bandit. Im Camp. Warte mal. Verstanden. Cope Ende. So, wir gucken jetzt erst einmal, dass wir noch ein bisschen Benzin finden. Ah ja, Schrott ist auch nie verkehrt. Da brauchen wir dringendst auch wieder was davor. Wenn ich mich doch richtig erinnere, hatten wir kaum noch was parat. Bitte geh nicht Alarmanlage. Jo, okay. Weil Schrott brauchen wir derzeit wirklich. Okay, ich mag erst einmal mein Iron Bike auftanken und dann schauen wir mal. Liegt dort zufällig hier auf der Müllkippe was rum? Das steht mich nicht mal großartig überraschend, um ehrlich zu sein. Ah, noch so ein guter John Deere Traktor. An der Stelle hallo Andi. Ja, der weiß schon, wie es gemeint ist, falls er's sieht. Ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt Days Gone bei mir guckt. Okay,
Ja, das könnte ein John Deere Traktor sein. Okay. Schauen wir nochmal. Ach, das ist immer, du musst mal immer gucken, wie so ein kleiner Kreuzer. Das ist, schlimm. Und das nächste Benzin, was es mal anzeigt, wird wahrscheinlich hier die Station sein, ja. Dachte ich mal. Na gut, dann gurken wir halt ein bisschen rum. 26% haben wir noch drin. Ja, dass uns das wieder passiert wie in der letzten Episode, war das, glaube ich, mit der alten Sägemühle und so, ne? Das war ja ganz furchtbar. Okay. Ja, da musste ich ja Bike reparieren und zusätzlich noch ein Bike reparieren, genau, und tanke. Das war nicht besonders toll. Tanke konnte man noch nicht einmal wirklich. Weil ich erinnere mich, dass ich das Bike mehr oder weniger rollen lassen musste. Okay, na gut, also die Typen sind auch hier relativ in der Nähe schon. Dich kann ich brauchen. Genau. Ich kann nicht immer brauchen. So, jetzt ist nur die Frage, wie weit ist dann der Kasper noch entfernt? Ja, nämlich so weit, ne? Ja, scheiß drauf. Ich würde sagen, zum Schluss gurken wir dann sowieso, vielleicht nochmal zur Tankstelle einfach. Macht's vielleicht etwas einfacher dann. So viel Sprit sollte dann noch übrig sein. So, wir stellen hier unser Bike ab. Und der Rest gehen wir jetzt wirklich zu Fuß. Hey Cope, die tote Wache. Wer war das? Ein Junge, alle nannten ihn Gopher. Keine Ahnung, wie er wirklich hieß. Gopher. Wie alt war er? Wie gesagt, ein Junge. 19, 20. Keine Ahnung, wie er es so lange geschafft hat. War ein guter Junge. Warum fragst du? Scheiße. Bleib mal länger im Camp. Lern die Leute kennen. Dann hättest du auch einen Grund. Cope, Ende. Okay, also, ja, die scheinen wohl schon gemerkt zu haben, die Bandite, dass man hier hochkommen will. Und die haben mich auch gemerkt, weil ich in die Bärefall gelatscht bin. Aber offensichtlich war das für die wohl auch eine Möglichkeit, dass jemand hier ins Camp kommt. Nicht dumm. Wirklich nicht dumm von den Banditen. Muss ich nur lassen. Hoppala, warte mal. Ups, ich habe anscheinend meinen Schalldämpfer nicht angebracht. Okay. Ja, Rauchgranate sehe ich nicht so gern. Da scheinen wohl ohne noch welche zu sein, aber ich gehe erstmal noch auf eine erhöhte Position. Erhöhte Position ist ja mir nie verkehrt. Und Lappeninventars, gute. Okay, sind hier noch irgendwelche Typen? Hoppala! Falari und Vollara. Hier ist keiner da. Halt! Ja, da ist was hochgegangen. Was? Gut, die Gretel holen wir uns noch. Da hinten da ist der Obertyp. Der super Typ. Und weg. So, den super Typ haben wir gleich mit dem Kopfschuss ausgeschaltet. Und mir hängt sein Schal. Beziehungsweise sein Stirnband. Moment. Oh, die werden von Jäger attackiert. Ja, da bin ich sicher natürlich, ne? Wir kümmern uns mal ein bisschen um die Biester. Hab dich. Ah, da ist noch so ein Kasper. Halt! Und? Ist also nicht tot? Na? Okay. Dann mal los. So, dann lass mal hier an dem Ding der Schalldämpfer abbringen. Und dann versuchen wir mal auf das Biest hier zu schießen mit dem Kopfschuss. Jo! Das war wohl ein Treffer. Ich habe nämlich absolut keinerlei Bock, mich dann ohne noch mit Jäger anlegen zu müssen. Desinfektionsmittel. Hier gibt es anscheinend auch noch Benzin, ne? Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht der Schnellreisepunkt. Das wäre jetzt etwas arg gewesen. Okay. Warte mal, wir nehmen wieder das. Ah, da ist noch ein Axtklingenblatt. Warte mal, wir haben doch hier... Ah ja, unseren verranzten Baseballschläger. Den möchte ich jetzt allerdings nicht. Da war hier, glaube ich, noch ein besserer. Ein noch unberührte müsste hier noch gewesen sein. Ich mag mal nämlich so Baseball-Axt eigentlich basteln. Wenn irgendwie möglich. Warte mal, wo war dann das?
Muss hier irgendwo gewesen sein, ne? Eigentlich. Ah ja, genau, da. Da hinterhämmern. Genau, den schnappen wir uns jetzt. Den möchte ich. Und ich möchte den ganz gern als Axt. Genau, Baseballschläger Axt möchte ich. Oh, das Ding ist schon ziemlich geil. Das Schade ist auch höher als bei dem mit den Nickel. Okay, das macht bestimmt Spaß als Nahkampfwaffe. Da können wir auf jeden Fall viel Spaß haben mit dem Ding. Und jetzt gucken wir uns hier unten nochmal um. Holen, wenn möglich, noch Benzin. Und zerren unseren Kadaver dann wieder Richtung Bike. Zweimal Schrott ist immer toll. Gibt's anscheinend auch noch irgendwas? Ah ja. Da ist noch der Kasper hier. Ein Attraktor. Die kann ich zwar mittlerweile selber herstellen, die Dinger, aber nie verkehrt. Da dürften noch 2 Jäger und ein Raider sein. Mehr Beute. Genau, gibt nochmal Kruscht. Jägerohre, Sturmgewehrmunition. Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Benzin. Hier unten scheinen sie das aber nicht aufbewahrt zu haben, das Benzin. Dann muss ich wohl hochkraxler und gucke, ob ich da möglicherweise aber höchstwahrscheinlich übersehe habe, dass da Benzin rumsteht, weil ich und mein Holzauge sei wachsam. Das ist meistens keine gute Idee und keine gute Kombi. Ah, da wäre noch ein Baseballschläger rumgeleckt. Tja, siehst du mal, wie gut ich da aufpasse, ne? Okay, Also ich sehe hier Coin Benzin. Da liegt allerdings auch noch irgendein Krustrom. Ein Wecker. Okay. Das scheine ich. Ah, das scheine ich wahrscheinlich für die Attraktoren zu brauchen. Könnte ich mir vorstellen. Bevor ich jetzt aber auch wieder die Halbepisode mit verschwende, einfach nur noch Benzin rumzugucken, mache ich mich dann auch wieder auf die Socke. So, dann gehen wir runter, Diek. Gucken uns hier unten gerade noch so ein bisschen um. Dann schauen wir mal. Was war da? Ja, genau. Da können wir nämlich genauso gut nochmal einen Verbandhersteller und Benutzer. Nochmal Hersteller. Und holen uns das Desinfektionsmittel dann gerade so. Okay. Gut, Alter, ich finde hier leider kein Benzin. Dumm gelaufen. Nee, so gehen wir nicht runter. Das ist ein bisschen zu hoch für mich. Wir gehen wieder so, wie wir reinkommen sind. An sich war die Idee nicht dumm. Dumm war nur in diese Fallerei zu rennen und dann halt, ja, kürzer wäre. Das war nicht so toll. Okay. Komm, es ist erledigt. Du wirst nie wieder was von Ned Walker hören. Bla bla bla. Wir gehen erstmal zum Benzin. Hier ist ein Stirnband. Ich will es selbst sehen. Ah, warte mal, da ist auch Benzin. Ah, da sehe ich Benzin. Natürlich weißt du das. Perfekt. Sprit. Ja, genau, da noch habe ich gesucht. So, jetzt tankt man nochmal voll. Mal los. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Kopfgeld, mit den Punkten, die wir noch kriegen, noch ausgeben können bei Copeland. Weil der hat halt mit Money auch noch einen Mechaniker parat, der uns nützlich sein wird. So, genau. Da wollen wir hier, da will ich die Schnellreise machen. Wir können hier immer noch auf dem Weg Benzin einsammeln, so ist es nicht. Dennoch wäre dann Tucker die nächste, wo wir hier gurken. Wobei ich bei Tucker mittlerweile mit den Camp-Punkten nicht so wirklich sehe, dass man die bräuchten. Bei Iron Mike... Oh, jetzt zockelt mein Handy gerade rum. Das liegt neben dran. Ja, wie gesagt, bei Iron Mike kriegen wir eigentlich bessere Waffen. Mach das Tor auf. Der war schon mal hier. Ich war schon mehrfach hier, du Knetkopf. Okay. Todesnachweis. Hey, Manny. Was gibt's denn? Bitteschön. Sehr schön. Ich habe auf der Jagd nach ihm einige Männer verloren. Tja, nächstes Mal komm einfach direkt zu mir. Du als Freiwilliger? Dass ich das noch erlebe. Mein Bike. Geh zu Manny. Wenn du genug Camp-Punkte hast, mach das dir fertig. Okay. Schwer zu übersehen. Zu 9. Das irritiert mich immer mit diesen Prozentzahlen. Na gut, es gibt auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Kopfgeldjäger 40%. Jetzt verfügen wir über 1000. Sie nach Busa. Ja klar, das ist wieder die Hauptquest.
Dicken sind dumm. Was ist denn das für ein cleverer Kommentar? Warte mal, wir können aber hier, genau, da wollte ich es sowieso. Warte. Hast du was erbeutet? Da wollte ich nämlich hier die Schwärmerohre von der Horde, die ich gekillt habe, noch abliefern. Da haben wir noch Jägerohre. Ich denke, da können wir mal alles verticken, ne? Das gibt bestimmt gut Geld. Oh, du warst fleißig. Ho, Das ist alles für heute. Nummer 900. Um die 900. Das ist durchaus nützlich. Hier verticken wir auch noch ein bisschen Zeug. Das war's. Genau, dann kommen wir nämlich auf 2000. So. Wie geht's dir? Manny. Altes Scheißhaus. Leistung. Motor, Hämmer alles. Auspuff, Hämmer alles. Satteltaschen? Ja, Hämmer 8 beide. Moment, mal gucke. Jo, Hämmer alles ausgerüstet. Genau, der Tank haben wir voll aufgemotzt. Der Rahmen sind wir noch nicht so weit. Lachgas, Refe. Jo, für 840. Alternativreifen, verbessert die Traktion. Das sind die, die wir derzeit haben. Das waren die gammliche. Standardreifen, ja, verbessert die Traktion und das verbessert auch nochmal die Traktion. Sollte eine Weile halten. Okay, dann haben wir hier soweit alles, ne? Lachgas, haben wir alles. Hier haben wir soweit. Ja gut, der Rahmen, Schadensmenge, die dann Bike aushalten kann. Das ist natürlich noch besser. Aber da brauchen wir erstmal Stufe 3 dafür. Das dauert wohl noch ein Weilchen. Ansonsten haben wir jetzt definitiv alles abgestaubt, was es gibt. Optik und Lackierung ist mir jetzt eigentlich einerlei. Können wir genauso gut nochmal tanken. So. Dann würde ich sagen, das nächste ist nicht der Eisemichel, sondern das nächste ist die Adatuka. Und da wollen wir hier. Gut. Ja, bei Cope war es halt die Kopfgeldjagd. Das ist absolut klassisch, die Nebenmission. Bei Taka weiß ich jetzt nicht, was da abgeht. Das könnte jetzt auch was Größeres sein, dass vielleicht die Lisa-Quest nochmal aufgenommen wird. Ich bin mir nicht so sicher, ich weiß es nicht. Vielleicht wird auch nochmal eine andere Quest initiiert, was Neues. Müssen wir mal gucken, was da noch läuft. Aber ich drücke mich auf jeden Fall nicht vor Sidequests. So viel sei mir gesagt. Dafür ist es ja, wie ich schon, glaube ich, Millionen Mal erwähnt habe, Open World Game. Kehre zum Hot Springs Camp zurück, rede mit Tak, genau. Dann gucken wir nochmal. So. Hi, Leute. Ich weiß, lass ihn rein. Jo, merci. Alle hopp. Dann gehen wir mal dort hier. Hier verfügen wir über jede Menge Camp-Punkte. Ich mag gerade mal gucken, was uns der Mechaniker hier zu bieten hat. Eigentlich nichts, der Tank. Da kann ich ja noch tanken. Ist klar. Okay. Dann mag ich vielleicht noch zum Waffehändler. Und so gucke, was der noch für mich hat. Alles klar, Deacon? Ja, das ist ja Camperleben, Alkai. Alles wie immer. Alkai, genau. Das ist ja der Stellvertreter. Okay, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Primärwaffe. Die Feuerrate, Durchschlagkraft ist mir halt schon wichtig. Ich glaube, da habe ich wirklich eins der besten Dinger. Das ist Stinger. Das ist halt, ach. Ja, die Durchschlagkraft ist nicht so gut. Und das bisschen mehr Schade, das ist mir nicht wert. Da habe ich bei Iron Mike durchaus richtig gute Dinger gesehen. Und ich möchte halt gescheite MGs haben. Okay, das ist schon mal besser als mein Revolver. Erheblich besser sogar. Das ist ach nicht schlecht. Die Feuerrate ist halt gut. Die Schade etwas klar. Ist halt eine Maschinenpistole. Das ist eine normale Handfeuerwaffe. Ach wieder, ne? Etwas besser. Schaden ist etwas weniger, aber die Präzision, diese Clay ein bisschen besser und die Feuerrate ist besser. Wischt was? Wischt was? Was ist denn? Ah, scheiße, das können wir sowieso nicht. Vertrauensstufe 3. Dann holen wir uns so lange mal das Ding. Ist gut. Da holen wir uns die SAP 9. Das ist im Prinzip das Ding, was ich hab, ne? Und das ist, ja, nicht so. Ja, okay. Das M40 habe ich, das ist ganz gut. Aber die SAP 9 finde ich eigentlich ziemlich geil. Schade, die hätte ich mir nämlich sonst wirklich geholt. Aber da holen wir uns halt die SAP 9. Wenn du noch was brauchst. Ein bisschen müssen wir ja ausnutzen, dass wir hier bei Taka so viele Punkte haben. Dann holen wir uns jetzt von ihr noch den Job.
Dick, danke fürs Herkommen. Was ist los? Zu mir ist er immer Erinnerst nett. du dich an Larson, der das Mädchen in Marion Forks gesehen hat? Hatte ich dir doch erzählt. Ja, ich erinnere mich. Tja, er wollte noch mal hin. Gucken, was da noch so ist. Er kam nicht zurück. Wir glauben, ein paar Drifter haben ihn geschnappt, die in der Belknap-Wildnis unterwegs sind. Scheiße. Wo wurde er zuletzt gesehen? In einem Haus im Osten der Stadt, dem Old Wagon Hotel. Ja, das kenne ich. Danke, Dick. Echt nett von dir. Zu mir ist er immer scheißenfreundlich, aber die ist halt wirklich knallhart und Sklaventreiberin und Händlerin. Das ist weniger schön, ne? Ah, da kann ich auch nochmal hier. Ich erinnere mich. Echt was? Das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram, um mal ehrlich zu sein. Hey, wie geht's? Hi ho. Wie laufen die Geschäfte, Sally? Ich mag jetzt einfach nochmal das bisschen mit Sarahs Gedenkstein machen, auch wenn es jetzt nachts ist und ich jetzt nochmal zu dem Nero-Kontrollpunkt muss. Aber Hey, warte kurz. das passt mir jetzt ganz gut in den Kram. 4 Minuten haben wir noch. Dann mache ich das jetzt erst einmal und dann schauen wir mal. So. Hi Freaker. Hey diddly hey Freakerinos. Hoppala. Volle Kanne daneben gefahren. Warte mal, das haben wir gleich. Wir wenden. Wir wenden. So, über die Brücke können wir hier gerade nochmal. Ja, da müssen wir dann durch recht. Ich bin ja eigentlich mal gespannt, ob es jetzt 8 Brecher als Standardgegner gibt, nachdem wir jetzt den ersten abgemurkst haben als Boss. Hoppala. Okay, dann hier hoch zum Nero-Kontrollpunkt. Solange ich keine Horde mehr über den Weg renne, ist alles cool, ne? Die Geräusche sind schon unikat. Okay. Ich gebe es ganz noch over. Und mache hier, genau, einmal den Wendekreis des Krebses. Wir tanken sofort. Ja, gutes Timing. Wir tanken auf jeden Fall hier. Hoppala. Dick. Das wollte ich gar nicht. So, ich will das hier. Okay. Gut, dann klettern wir jetzt nochmal da hoch. Ich hoffe, ich weiß nochmal, wie das funktioniert. Aber hier dürften jetzt aber wieder einige Freaker unterwegs sein, ne? Nicht Tausende, aber schon einige. Wie war dann das noch einmal? Ach man, du musst dich irgendwie so dappig über die Dinger hier. Ich glaube so rum. Dann do lang. Und hier, genau. Irgendwie so rum. Halt, da liegt noch was. Nix über meinen Lappen. Genau, und dann kann ich da hoch. Irgendwie so um den Dreh müsste es gewesen sein. Jo. Und da geht's zum Gedenksteg. Genau, dann können wir das nämlich auf jeden Fall noch machen in der Episode. Und dann läuft das und wir können uns nächstes Mal um so eine Takas-Aufgabe kümmern. So. Hey, ich bin's. Also, ich habe Usa ins Lost Lake Camp gebracht und ich weiß, ich wollte nie wieder dahin bei dem ganzen Ärger mit Iron Mike und so, aber ich hatte keine Wahl. Also, Usa, er wäre fast gestorben und er wollte trotzdem nicht hin. Scheiße, ich auch nicht, aber wie gesagt, ich hatte keine Wahl, wir beide nicht. Also war es egal. Er hat den Arm trotzdem verloren und jetzt sitzt er fest. Also, wir sitzen fest. Verdammter Schizo. Ich weiß nicht, ob ich dir von diesem Clown erzählt habe, aber er gehört zu den Arschlöchern, die der ganze Scheiß hier freut. Er sagt, er war in einer Gang in Sacramento, Fresno. Ich weiß nicht mehr, aber er ist nicht von hier und er lügt. Er sagt, er hat Drogen und Waffen verschoben von Kalifornien nach Oregon und dann war alles vorbei. Weißt du was? Ich glaube, nichts davon stimmt. Für mich sieht er eher aus wie ein Student aus dem Lacrosse-Team, der nebenbei im Kiosk arbeitet oder... oder, naja, das vielleicht nicht.
Der hätte einen lockeren Job bei seinem Alten im Steuerbüro gehabt, Kopien gemacht und jeden Morgen einen Kaffee gekocht, weißt du? Einer, der am Tag mehr verdient als ich in der Woche. Weißt du, das war dieses Spiel von Boozer und mir, bevor wir endgültig aus Lost Lake weg sind. Wir nannten es, Wer warst du? Also, wir haben uns die Leute angeguckt und versucht zu raten, was sie früher gemacht haben, ne? Das finde ich cool. Weißt du, ich habe einige Junkies getroffen, viele Ex-Knackis, keine Steuerberater. Klar, wenn man darüber nachdenkt, die ersten Wochen, als alles den Bach runterging, ich meine, scheiße, was für eine Freakshow. Nie im Leben hätte das ein Steuerberater oder so ein Bürohengst überlebt. Keine Ahnung, vielleicht sagt Skizzo ja doch die Wahrheit. Ist wohl gut, dass du das verpasst hast. Es ist gut. Wie auch immer. Boozer und ich wollten nach Norden, weg von dieser Scheiße, aber das wird nicht so bald passieren. Eher gar nicht. Das hat auch was Positives. Ich bleibe also bei dir. Okay, ich komme später wieder. Bis dann. Ich finde es immer wieder sehr interessant, diese Dialoge. Das macht die Welt und die Charaktere einfach lebendiger. Das ist cool. Das ist einfach nur cool. Okay. Das macht auch Deke als Charakter erheblich sympathischer, finde ich. Können wir es so rum ein... Ah! Das hätte man schon von ganz am Anfang machen können, als wir das erste Mal da waren. Jetzt haben wir endlich mal die Abkürzung geschafft. Ach, ich Dummkopf. Manchmal kann ich echt umständlich und blind wie noch was sein. Warte mal, warte. Ja, Kerosin. Perfekt. Jo. Okay, ihr liebe Leute, dann will ich aber Sache. Ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann uns um Tucks Job kümmern werden. Und zwar, wo ist er dann? Hier, in Marion Forks. Okay, also, machen's gut und bis übermorgen wieder zur Ankunft in der Stadt. Untersuche den letzten bekannten Standort. Machen's gut bis dahin. Iron Yankee.